Schön, endlich wieder Strom in New York zu haben. In Gedanken sind wir bei den Männern, die uns an diesem wunderschönen 4. Juli verteidigen. Wir schalten jetzt live zum Gelben Meer an Bord der USS Walsh. Dort feiern unsere Soldaten. Wir sprechen mit Seemann Anthony Palmiera aus Brooklyn, New York. Seemann Palmiera, wie feiern Sie denn den Unabhängigkeitstag? Also der Captain organisiert ein großes Barbecue an Deck und heute Abend haben wir ein Riesenfeuerwerk. Lagebericht! Captain, die Systeme spinnen, es kommt hier nur noch Datenmüll an. Seemann Palmiera, was passiert gerade? Moment, Sam, ich werde dich gleich zurückrufen. Das waren die Koreaner, Mr. President. Ich bin der Meinung, dass wir ihnen sofort den Krieg erklären sollten. Wenn das die Koreaner gewesen wären, dann wären die jetzt schon mit mindestens 200.000 Mann über die Grenze gekommen. Na, vielleicht war das Ganze ja nur ein Versehen oder ein fehlgeschlagener Testlauf einer Rakete oder ein Unfall. Das ist völlig unmöglich. Die Koreaner können die Walsh mit ihrem Radar gar nicht orten. Glauben Sie etwa, die haben unser Schiff aufgespürt und es dann mit einer 30 Jahre alten chinesischen Rakete aus dem Meer gefegt? Meinen Vermutungen nach wurde das Schiff von einem Information Warfare Angriff getroffen. Was? Unmöglich. Die Systeme der Walsh sind... Was denn, unhackbar? Die Systeme der Walsh basieren auf Kernels, die erstmals von 2 führenden Köpfen auf diesem Gebiet entschlüsselt wurden. Einen von ihnen hat man letzte Woche tot in Peru aufgefunden und den anderen lasse ich bereits suchen. Ich bin mir nicht sicher, was wir gerade miterlebt haben. Aber ich fürchte, etwas Schreckliches ist geschehen. Mein Gott. Schon komisch, was die alles im Fernsehen zeigen, was, Sam? Eine verrückte Welt. Dann bist du wohl im richtigen Geschäft, Doug. Was treibt dich hierher? Ich suche nach einem Kerl namens Milan Nedic. Arbeitet wohl für dich. Für mich arbeiten viele Leute. Hast du gehört? Wir sind die erste Sicherheitsfirma in den Fortune 500. Falls du einen Job suchst. Kein Bedarf. Wenn du so weitermachst, kommst du irgendwann in einem Zinksack nach Haus. Ich mach das nicht zum Vergnügen. Dieser Nedic hat Dreck am Stecken. Wirf ihn raus. Im Gegensatz zu anderen werf ich meine Leute nicht einfach raus. Wenn ihr stichhaltige Beweise gegen einen meiner Jungs habt, liefere ich ihn persönlich bei euch ab. Aber auf Verdacht kündige ich niemandem, nur weil du es sagst. Soll mir recht sein. Aber kommt mir nicht in die Quere. Danke für deinen Rat. Falls du deine Meinung änderst, hier. Fischer, wenn ich dem Generalstab nicht schleunigst neue Informationen liefern kann, dann wird es innerhalb der nächsten 24 Stunden Krieg geben. Du musst mir diesen Serkesi bringen, damit wir ihn verhören können. Milan Nedic hat den Kerl nach Hokkaido gebracht, um ihn vor jeglichem Zugriff zu schützen. Ich habe keine Ahnung, ob Shetland in die ganze Sache verwickelt ist, und ich wäre für jede neue Information dankbar. Hoffe, du reagierst nicht zu emotional auf die ganze Geschichte. Fischer, denk daran. Du musst Serkesi lebend zu uns bringen. Was ist mit Nedic? Nedic? Das ist eine ganz andere Geschichte. Isolieren, vereinfachen, durchführen. Sprechen wir von derselben Sache? Bestätigt. So, Konnichiwa und willkommen in Japan, besser gesagt in Hokkaido. Und wir sollen Serkesi endlich festnehmen. Beziehungsweise müssen wir den erstmal finden. So, da steht einer. Pass auf, wie wär's denn, wenn wir da eine Lampe mal schalten? Wahrscheinlich werde ich das gleich mitkriegen. Woher kam dieses Geräusch? Ja, die Lampe ist aus, aber hell ist immer noch. Ja, dürfen wir eigentlich töten? Moment einmal. Finden Sie die wahre Identität von Nedic heraus. Eliminieren Sie Milan Nedic und entführen Sie Abraham Serkesi. Oder Abraham. Wie auch immer. Wo ist jetzt der hin? Jetzt sofort. Da hinten ist er.
Nicht schon wieder. Das ist aber langsam nicht mehr komisch. Es ist ja nicht komisch. Soll ja ernst sein. Das ist aber nicht komisch. Nichts hier außer Geister und Schatten. Ja, so, glaube ich, sind es bestimmt irgendwo so. Also töten dürfen wir. Das wissen wir jetzt schon mal. Muss ich da, Moment mal, ich sehe nichts. Achso, kugelsicher. Na ja, gut. Wenn der Mond. Da können wir nicht auf. Wo können wir denn hin? Da oben? Können wir da unten rein? Nick. Hätte er sagen, ne? So, dann schauen wir mal, ob wir die alle finden. Milan Nedic sollen wir nämlich ausschütten. Was gibt's denn da schönes? Oh Mann, das war hier in der Nähe. Was war das? Den werden wir jetzt gleich mal von der Bildfläche putzen. Nette Karre. Ach du Scheiße. Glaubst du, der Kofferraum ist groß genug für eine Leiche? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Wenn du mir nicht sofort sagst, wo Nedic steckt, werde ich es ausprobieren. Er ist, glaube ich, im mittleren Palast. Da findet gerade ein Meeting mit ein paar ranghohen Offizieren statt. Danke. Ich bin hier wirklich nur eine kleine Nummer. Das auf jeden Fall. So, Nedic befindet sich in einem Meeting mit wichtigen Herren. Da ist so hell. So, mit die Kerzen können wir bestimmt umschießen. Was ist mit dem Licht los? Sam, benutze dein EEV, um die Nummernschilder dieser Lastwagen zu scannen. Vielleicht kommen wir so an Informationen über unseren Freund Nedic. Ich werde es versuchen. Was soll ich? Nummernschädel soll ich scannen? Das haben wir schon. Jetzt sollten wir vielleicht einmal den ausschütten, weil wir die anderen auch noch scannen möchten. Hat schon hinter sich. Was ist denn jetzt da für Gaudi? Nichts. Absolut nichts Verdächtiges. Moment. Der bosnische Barbier. Danke, aber ich habe schon einen Friseur. Der ist aber Italiener, glaube ich. Er ist auf der Ecke, direkt neben dem Donutladen. Die Papiere der Leasingfirma verweisen auf eine Scheinfirma, die von einem gewissen Milos Novak gegründet wurde. Diesen Herrn Novak kennen wir unter dem Namen Milan Nedic. Novak ist ein Kriegsverbrecher aus den Tagen des Bosnienkrieges. Er wird der Barbier von Bosnien genannt, weil er Berichten zufolge einige seiner Kriegsgefangenen skalpiert hat. Der Knabe wird sich wohl nicht so schnell freiwillig dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag stellen, was? Nein, wohl kaum. Ja, im Moment waren wir gerade ein bisschen laut und ein bisschen unvorsichtig. Aber ist gerade noch gut gegangen. Wir haben etwas Schaden genommen. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin?
da war der Lüftungsschacht gewesen, pass auf. Da hinten. Natürlich Schofert. Extra für uns. Und ich glaube, das ist besser, gell, als vorne Dummi. Da ist eine Wärmequelle. Achso, Lampen. So, der ist schon mal weggert. Dann haben wir da ins Blärmebeet rein. Und da haben wir noch einen. Treppen der da? Bevor er Faxen macht. Der Koffer ist nix. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da geht's oben, oder was? Bin ich gespannt, wo wir hinkommen. Ich hoffe, es geht irgendwo wieder auf. Ja toll, jetzt haben wir da vorne wieder. Ja, das hat's erbracht. Wie komme ich wieder auf? Jetzt hat. Also da geht's nicht lang. Wir müssen irgendwie in eine andere Richtung. Ja, der hat es bequem gemacht. Pass auf. Vielleicht da hinten, da steht nämlich noch einer. Was der schneiden? Achso, ja. Gut, die japanischen Hütten sind ja nicht so stabil gebaut. Was ist denn das da? Eine Badewanne? Wo ist jetzt der hingegangen? Fischer, sieht ganz so aus, als hätte Displays Personal dagelassen, um den Laden in Schuss zu halten. Zivilisten? Ja, sorgt dafür, dass keiner von ihnen verletzt wird. Verstanden. Okay, wir sollen ja schauen, dass die Zivilisten nicht verletzt werden. Muni. Wie sind denn das, oder? Was ist los? So, gleich geht's ihm drauf. Wieder ein wenig. Aber den versteckt man das mal. Hat das einer mitgekriegt? Nicht, oder? So, da haben wir scheinbar eine japanische Küche.
So, und da geht's wieder aussehen. Hast du Wanzen gefunden? Ja, die sind hier überall. Ich werde die Viecher einfach nicht los. Ist hier wie im Insektenzoo. Ich meinte Mikrofone, du Schwachkopf. Oh, nun, ich habe mich ein wenig umgesehen, aber nichts gefunden. Ein wenig? Was soll das heißen? Wo hast du nachgesehen? Auf den Tischen und so. Du hast auf den Tischen nach Abhörmikrofonen gesucht? Ja, Und? Hast du welche gefunden? nein. Ah, lass gut sein. Ich suche selber danach. Okay, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ja, irgendwas haben die da Probleme mit Abhörmikrofonen. Ich weiß nicht, ob das uns irgendwie betrifft.